Schön, dass Sie hier sind, bei SRF Global. Sie könnten ja auch woanders sein. Die Auswahl ist groß. Welcome, ladies and gentlemen! Hier ist das erste deutsche Fernsehen. First things first. I love the police. Still rock my cat. This is a new world. Honestly, it's my home. Said thank you once. Noch nie hatten die Menschen Zugang zu so vielen Informationen, überall und jederzeit. Es gibt Medien in Hülle und Fülle. Und es gab selten so viel Kritik an den Medien. Oh, fake news, CNN? Oh, yeah, here we go. It's a fake newspaper. Fake news, ABC fake news, one of the worst. One of the worst. Die Medien prägen unsere Sicht auf die Welt. Auch meine als Journalist. Und die Medien befinden sich in einem ständigen Wandel. Unsere Eltern lesen Zeitung. Wir lesen E-Paper und sind auf YouTube. Die Generation Alpha schaut News auf TikTok. Die Medien sind allgegenwärtig. Sie informieren, sie verbreiten Meinungen, sie kritisieren und stehen selbst unter Druck. Diese Woche widmet sich SRF den Fake News, gefälschten Informationen, Desinformation. Wir von SRF Global nehmen das zum Anlass, um einen Blick auf die eigene Branche zu werfen, auf die Medien weltweit. Wie sie entstanden sind, wie sie unter Druck stehen, wirtschaftlich und politisch, und wohin sie sich entwickeln. Und übrigens, in einigen Interviewsequenzen gibt es Bild-Ton-Probleme. Wir bitten um Entschuldigung mit dem Hinweis darauf, dass Medien eben nicht perfekt sind. Es ist keine sehr originelle Erkenntnis mehr, dass wir einen Strukturwandel der Öffentlichkeit erleben durch den Aufstieg der sozialen Medien. Es ist fast schon vergessen, dass es ja anfangs dieser Entwicklung einen großen Enthusiasmus gab, wo es dann hieß, das ist alles demokratisierend, es wird jetzt, wie seinerzeit in Ägypten zum Beispiel, Facebook- und Twitter-Revolutionen geben. Inzwischen ist das Ganze bekanntermaßen ins andere Extrem umgeschlagen. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen sagen inzwischen, dass die sozialen Medien fast automatisch das Ende der Demokratie bedeuten. Beides ist meiner Ansicht nach nicht richtig. It's impossible to have this conversation about news or trust or growth without acknowledging the wider changes in society, which is that there has been a breakdown in trust in large institutions, in political actors, and there is a significant sort of souring of the mood that has come in from this change in political tone. Regulation, in theory, should diminish some of that unfair power so that they can be held accountable. So regulation, it's a wonderful idea, but it has to actually work. Otherwise, ineffective regulation is just as bad as no regulation. Zuerst machen wir eine Bestandesaufnahme. Was für Medien gibt es überhaupt auf dieser Welt? Wem gehören sie und wie finanzieren sie sich? Fangen wir mit den Medien an, die wie SRF funktionieren, gebührenfinanziert. Mit dem Aufkommen von Radio und Fernsehen gründen im 20. Jahrhundert viele Staaten Rundfunkunternehmen, die unabhängig sein sollen, aber vom Staat festgesetzte Gebühren erhalten. In Deutschland sind es für ARD, ZDF und Deutschlandradio total rund 10 Milliarden Euro. Jeder Haushalt muss pro Jahr gut 220 Euro bezahlen. In keinem Land der Welt kommen mehr Rundfunkgebühren zusammen. Werfen wir einen Blick auf Großbritannien. Dort kommen am zweitmeisten Gebührengelder zusammen. Und die gehen an die BBC. Insgesamt bekommt sie umgerechnet etwa 4,4 Milliarden Euro plus 2 Milliarden aus Werbung und anderen kommerziellen Tätigkeiten. Und die BBC steht gerade in der Kritik wie wenig andere gebührenfinanzierte Medienunternehmen. Sie schneidet nämlich in einem Dokumentarfilm eine Rede des amerikanischen Präsidenten Donald Trump irreführend zusammen. Der Chef der BBC und eine hochrangige Mitarbeiterin treten deswegen zurück. Trotzdem droht Trump mit einer Milliardenklage. Trump droht übrigens auch anderen Medien mit Klagen. Aber dazu später mehr. Zuerst schauen wir nach Japan. Dort ist das Gebührensystem noch ziemlich altmodisch. Ein Beamter zieht von Tür zu Tür, um auf die Rundfunkgebühren aufmerksam zu machen. It's 8 p.m. You're cooking dinner. Suddenly, the intercom buzzes. You check the video screen in your apartment. Clipboard, suit, polite bow. It's the NHK collector.
NHK, so heißt der nationale Rundfunk. Die Gebühren belaufen sich auf umgerechnet rund 4 Milliarden Euro. In den USA gibt es ein anderes System. Dort unterstützt der Staat Non-Profit-Medien wie PBS oder NPR, die wiederum auch der lokalen Berichterstattung zugutekommen. Donald Trump ist gerade dabei, dieses System zurechtzustutzen. Der Großteil der Mittel wird gestrichen. The decline of local news in this country correlates with higher rates of polarization, lower trust in civic institutions, lower trust in the very institution of democracy itself. Die Sozialwissenschaft hat inzwischen sehr deutlich gezeigt, dass die Schließung beispielsweise von Lokalzeitungen ganz eindeutig Konsequenzen hat. Die Korruption geht nach oben, die Teilnahme an der Politik von Bürgerinnen und Bürgern sinkt. Es gibt einfach niemand mehr, der genau hinschaut. Die Leute sind auch gar nicht mehr informiert. Auch der staatlich finanzierte Auslandssender Voice of America ist unter Druck. Die meisten Angestellten werden entlassen. In der Schweiz gibt es die SRG, zu der auch SRF gehört. Die SRG ist ein privater Verein, der mit Gebühren finanziert wird, knapp 1,3 Milliarden Franken. Und auch die SRG ist unter Druck. Am 8. März entscheidet das Stimmvolk, ob die Jahresgebühr auf 200 Franken gesenkt werden soll. Neben den Medien, die mit Gebühren oder Steuern finanziert werden, aber unabhängig sein sollen, gibt es die Staatsmedien. Zum Beispiel in China. Dort gibt es die China Media Group. Ihr größter Fernsehsender heißt CCTV, China Central Television. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen bekommt CCTV jeden Tag genaue Instruktionen von der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas. Diese Partei kontrolliert also nicht nur den Staat, sie bestimmt auch, über welche Themen ausführlich und über welche gar nicht berichtet wird. Ein anderer staatlicher Sender ist Al Jazeera. Er gehört Katar, einem Kleinstaat am Persischen Golf. Immer wieder gerät Al Jazeera in die Kritik. Der Sender sei ein Propagandasender für die Hamas. Mit dieser Begründung stoppen in der Schweiz Swisscom und Sunrise die Verbreitung der arabischen Ausgabe von Al Jazeera. Die englischsprachige kann aber nach wie vor empfangen werden. Schauen wir jetzt nach Russland. Dort gibt es verschiedene Staatsmedien, zum Beispiel die Fernsehsender Rossiya oder Первый Kanal oder der Auslandssender Russia Today. Und private, aber staatsnahe Medien, die im Sinne der Regierung berichten. Zumal die Zensurbehörde Roskomnadzor unliebsame Medien mir nichts, dir nichts schließen kann. Auch YouTube wird zensuriert. Neben gebührenfinanzierten und staatlichen Medien gibt es die privaten. Auch sie stehen unter Druck. Weil erstens viele Menschen nicht mehr bereit sind, für Mediennutzung zu zahlen. Schließlich gibt es im Internet vieles gratis. Und weil zweitens immer weniger Geld in die klassische Werbung fließt, immer weniger in Zeitungsinserate, Online-Anzeigen oder Spots. In der Medienindustrie wird gekürzt und zusammengelegt. Viele Marken gehören mittlerweile einem großen Konzern. Und in vielen Konzernen gibt eine Familie oder eine Einzelperson den Ton an. Das ist hier eine kleine Übersicht. Sie zeigt, die größten privaten Medienkonzerne sind allesamt in den USA zu Hause. In China gibt es ByteDance. Dieser Konzern ist der Mehrheitseigentümer von TikTok. In Europa ist Bertelsmann der größte Medienkonzern. Ihm gehört unter anderem die RTL-Gruppe. Der größte Medienkonzern Lateinamerikas ist die Grupo Globo aus Brasilien. Ein dominantes afrikanisches Medienunternehmen ist Naspers aus Südafrika. Es ist natürlich nicht an sich neu, dass es sehr, sehr mächtige Medienkonzerne gibt. Was, denke ich, schon neu ist, ist einfach die Verwundbarkeit von vielen Medien durch die finanziellen Probleme, die durch den Aufstieg der sozialen Medien entstanden sind. There have been commercial owners for business for news brands who have had an arm's length approach and allowed news and editorial to function with complete independence. But there is increasingly examples as well of that pressure beginning to filter into the newsroom. Immer einflussreicher in der globalen Medienindustrie ist eine Handvoll Männer, die zu den Reichsten der Welt gehören. Der allerreichste ist Elon Musk. Ihm gehört X, früher Twitter.
Für Musk steht fest, im Internet ist vieles viel zu vogue. Zweitreichster Mann ist Mark Zuckerberg. Er ist Miteigentümer und Chef des Meta-Konzerns mit Facebook, Instagram und WhatsApp. Nummer 3, Jeff Bezos. Er ist der Gründer von Amazon und Eigentümer der Tageszeitung Washington Post. Nummer 4, Larry Ellison. Zusammen mit seinem Sohn kontrolliert er unter anderem den TV-Sender CBS. Die Ellisons sind zudem seit kurzem Miteigentümer des US-Geschäfts von TikTok und wollen jetzt CNN kaufen. Einflussreich, wenngleich etwas weniger reich, ist die Murdoch-Familie. Ihr gehören der TV-Sender Fox News sowie die Zeitungen Wall Street Journal und New York Post. Murdoch gilt als Prototyp eines Medienmoguls. This isn't new news. The Rupert Murdoch era did see a lot of concentration in terms of media ownership, and people can have different views on whether that was good for the media ecosystem or not. And that's a matter of, different opinion. Das Thema hatten wir beispielsweise auch sehr, sehr lange in Italien. Sie erinnern sich, Berlusconi war ja eine Figur, wo man auch lange gesagt hat, Moment, man muss dem Mann ja gar nichts Böses unterstellen, um einfach zu sagen, diese Art von Konzentration von wirtschaftlicher Macht durch seine Unternehmen, von Medienmacht und er persönlich dann auch noch politische Macht als Premierminister, das ist eigentlich irgendwann nicht mehr demokratiekompatibel. Zurück zu den Ellisons. Vater Larry gründet die Softwarefirma Oracle. Die Ellisons stehen Donald Trump nahe. Oracle sponsert dessen Militärparade im Juni 2025. CBS mit dem Nachrichtenmagazin 60 Minutes wird von Donald Trump angeklagt. Nach der Übernahme durch die Ellisons zahlt CBS $16 Millionen an Trump und bekommt eine umstrittene Chefredaktorin. Zudem setzt CBS die Late-Night-Show von Stephen Colbert ab. Sie läuft noch bis Mai. I can finally speak unvarnished truth to power and say what I really think about Donald Trump, starting right now. I don't care for him. Ich liebe es, dass Colbert gefeuert wurde. Sein Talent war sogar geringer als seine Einschaltquoten. Und ich höre, Jimmy Kimmel ist der Nächste, mit noch weniger Talent als Colbert. Auch Jimmy Kimmel hat eine Late-Night-Show und wird abgesetzt. Aber die Empörung des Publikums, der Öffentlichkeit ist so groß, dass er nach wenigen Tagen zurückkehrt. Sein Arbeitgeber ist übrigens der Sender ABC, der zum Disney-Konzern gehört. Die sozialen Medien sind bereits immer mal wieder aufgetaucht in dieser Folge. Facebook und Instagram, X und TikTok. Am Anfang steht die Idee, dass sich Menschen mitteilen und austauschen können. Mittlerweile dienen sie wie die traditionellen Medien auch der Verbreitung von Informationen und Meinungen. Das Reuters-Institut untersucht Jahr für Jahr die Mediennutzung weltweit. Wenig überraschend verlieren traditionelle Medien in den USA an Publikum, während die sozialen Medien immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben. Für andere Länder sehen die Zahlen ähnlich aus. The second shift we've been documenting over the last couple of years is a clear shift to video and audio in terms of consumption. Especially for younger audiences, there is a preference to consume news via a video, short or long. Podcasts have become very popular. Fast forward to the period we're in over the last couple of years, I think the big emergence in terms of trends that we've seen is the rise of the news creator community. I now make content for about 1 million combined followers. I was always making content even back when I was at the BBC, but back then I would have been doing it on top of a full-time journalism job. Hi, I'm Sophia. I'm a journalist who writes about language. Going independent enabled me to make content and sort of build a sustainable business behind that around my passion areas. So the main one is language and languages. That's what I make videos about. Wir nennen sie News Creator, Nachrichtenmacher, Influencer, freischaffende Journalistinnen. Vor allem in den sozialen Medien für ein junges Publikum haben sie Erfolg. Obwohl oder gerade weil sie für kein traditionelles Medium arbeiten.
My approach has always been to look at platforms where there are high levels of mis and disinformation, which includes video platforms, and saturate those spaces with high quality journalism. Because if we don't put high quality journalism on there, we're effectively sacrificing those audiences to bad actors. I look at it as platform culture that needs changing. I also look at it as bad actors that need to be stopped. And I look at it as action that's needed urgently from news publishers. Doch bevor wir uns ausführlicher mit Fluch und Segen sozialer Medien auseinandersetzen, ein historischer Exkurs. Woher kommt eigentlich die Informationsflut? Wie sind die Massenmedien entstanden? Am Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. Und mit dem Wort kommen die Geschichten. Menschen erzählen sich, was passiert ist und erfinden dazu. News und Fake News gibt es, seit Menschen sprechen können. Macht hat, wem viele zuhören. Während Jahrtausenden ist es mühsam, Dinge aufzuschreiben und Schriftträger sind teuer. Es gibt keine Informationsflut, sondern Knappheit. Das gesprochene Wort ist für die allermeisten Menschen Kommunikationsmittel Nummer 1. Dann kommt der Buchdruck. Erfunden um das Jahr 1450 von Johannes von Gutenberg in Deutschland. Gedruckt wird vor allem die Bibel, auf Lateinisch, was egal ist, weil die meisten sowieso nicht lesen können. Im 17. Jahrhundert erscheinen dann die ersten Zeitungen. Obrigkeit und Kirche wittern Gefahr. Mit der Presse kommt die Zensur. Wobei die Herstellung eines Buchs oder einer Zeitung zunächst viel Zeit und Geld kostet. Gedrucktes ist noch nichts für die Massen. Das 19. Jahrhundert ist dann das Jahrhundert der Erfindungen und wird zum Jahrhundert der Massenmedien. Dank Rotationsdruck und Telegraph, aber auch, weil immer mehr Menschen lesen lernen. 1895 kommt der Film und 1923 das Radio. Und auch Fernsehen gibt's schon ganz schön lange, seit 1935. Die Politik macht sich die Massenmedien zunutze. Zum Beispiel ein Mann namens Adolf Hitler. Zeitungen, Radio und Fernsehen machen moderne Propaganda erst möglich. In den 1990er Jahren bahnt sich die nächste Revolution an, mit dem Internet. Zuerst gibt es ein Datennetz, das vom Verteidigungsministerium der USA finanziert wird und der Forschung dienen soll. Mit dem World Wide Web, dem WWW, entsteht ein neues Massenmedium. Wer Zugang zum Internet hat, hat Zugang zu schier endlos vielen Informationen. Viele davon kostenlos. Was mehr denn je zur Frage führt, welchen Wert Information überhaupt hat. Und worin sich Information von Wahrheit unterscheidet. Nehmen wir als Beispiel wieder die Bibel, bzw. Jesus. Von ihm gibt es Millionen von Porträts in Kirchen und im Internet. Plus minus sieht er immer ähnlich aus. Dabei haben wir eigentlich keine Ahnung, wie Jesus aussah. Die Bibel liefert jedenfalls keine Hinweise. Sind Jesus-Porträts allesamt Fake News? Beziehungsweise sind Fake News gar kein neues Phänomen? Also, dass es Lügen gibt, dass es Propaganda gibt, dass politische Akteure versuchen, alle Mittel einzusetzen, um ihre Seite stark zu machen, ist ja nicht völlig neu in der Geschichte. Und ich denke, die Forschung hat auch gezeigt, dass wir in dieser Hinsicht die sozialen Medien vielleicht etwas überschätzen. Also wenn Sie an ganz üble Verschwörungstheorien denken, beispielsweise in den USA diese Geschichte, dass es angeblich in Washington eine Pizzeria gäbe und da seien pädophile Demokraten am Werk. Das hat sich nicht spontan über die sozialen Medien irgendwann verbreitet. Da waren, ich sage jetzt mal, etablierte Journalistinnen und Journalisten in rechtsgerichteten Institutionen, wie beispielsweise Fox News, ganz entscheidend dafür, dass die Geschichte überhaupt bekannt wurde. Die haben dann, das muss man hinzufügen, nicht gesagt, das stimmt jetzt alles. Aber die haben mir das sozusagen, wie man auf Deutsch wahrscheinlich heute sagen würde, so geframed, dass sie gesagt haben, naja, da gibt es vielleicht irgendeine Geschichte. Mehr über Fakt oder Fake gibt es übrigens auf unserer Website srf.ch/Faktencheck. Die edelste Aufgabe von Medien ist die Suche nach der Wahrheit. Zumindest würden viele Journalistinnen und Journalisten diesem Satz zustimmen. Bob Woodward und Carl Bernstein von der Washington Post beginnen 1972, den Watergate-Skandal aufzudecken.
1974 tritt deswegen der amerikanische Präsident Richard Nixon zurück. Oder der FIFA-Skandal. Die BBC sowie die Sunday Times, die Süddeutsche und andere Zeitungen berichten jahrelang über fragwürdige Praktiken beim Weltfußballverband FIFA, die auf die 1990er Jahre zurückgehen. Das Image der FIFA beginnt Schaden zu nehmen. 2017 machen 2 Journalistinnen der New York Times Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich. Der Weinstein-Skandal steht am Anfang der MeToo-Bewegung. Watergate, FIFA, Weinstein, es sind Enthüllungen mit Folgen über den Einzelfall hinaus. Doch das Vertrauen in die Medien sinkt. Das besagen Zahlen des Reuters-Institut. Der Journalismus und mit ihm die Journalistinnen und Journalisten stehen unter Druck. The media is terrible. It's very crooked. It's very biased, terrible. But someday it'll straighten out because it's losing all credibility. Also letztendlich geht es ganz eindeutig um die Sicherung von Macht. Man ist sich natürlich bewusst, dass es sehr wichtig ist, die öffentliche Meinung, zumindest bis zum gewissen Grade, zu manipulieren. Deswegen müssen alle Institutionen, die für eine halbwegs, ich sage jetzt mal mit einem sehr belasteten Wort, objektive Berichterstattung sorgen, die müssen zumindest so angegriffen werden, dass weite Teile der Bevölkerung Zweifel daran haben, oder idealerweise übernimmt man alles, so wie es beispielsweise heute im ländlichen Raum in Ungarn der Fall ist, wo beispielsweise eine abweichende Berichterstattung, eine abweichende Meinung so gut wie nicht mehr vorkommt. Donald Trump beschimpft Journalistinnen und Journalisten nicht nur, er deckt sie auch mit Klagen ein. Mit sogenannten SLAPP. Das ist ein Akronym für Klagen, zum Beispiel gegen Medienunternehmen, gegen Journalistinnen und Journalisten, mit dem Ziel, diese unter Druck zu setzen. Finanziell und auch psychisch. Denn wenn Medien ohnehin wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, verzichten sie vielleicht lieber auf kritische Berichterstattung, als ständig vor Gericht gezerrt zu werden. The Trump administration now has a website where they essentially target a lot of the more liberal outlets and brand them as fake or brand them as biased and misinformation. And that's not a new trick. It's something that's been in play for a long time now. If we were to flip that question and wonder what is it that news organizations can do about it, the answer is probably that your best space of support or your first line of defense has to be the audience, i.e. the community that sees value in the work that you do and wants to defend that. In vielen Ländern müssen sich Journalistinnen und Journalisten nicht bloß vor Klagen fürchten. Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen werden im vergangenen Jahr 67 Journalistinnen und Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs getötet. Damit wäre 2025 eines der tödlichsten Jahre in der jüngeren Vergangenheit. Die Hoffnung, dass das Internet und die sozialen Medien die Welt freier, demokratischer und damit auch friedlicher machen, sie hat sich zerschlagen. The arrival of the internet promised to democratize media. But so far, I think, it has broken more than it's fixed. Yes, social media has given everyone a voice. But it has still concentrated power in the hands of a few. Es stimmt zwar, dass das Internet und die sozialen Medien vielen Demokratiebewegungen zugutekommen, dass sich Menschen leichter Gehör verschaffen können, wenn etwa ihre Regierung Menschenrechte missachtet. Doch gleichzeitig führt die Informationsflut zu einem generellen Vertrauensverlust. Weltweit sagen fast 60% der Menschen, dass sie nur noch schwer zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Reuters-Institut. Hauptverantwortlich dafür, sagen die Befragten, seien einerseits Influencer und Online-Persönlichkeiten und andererseits Politikerinnen und Politiker. I think more high quality information on the internet and more platforms taking that content seriously and making really exerted efforts to prioritize it over low quality content would be beneficial for everyone. I do think that a lot of the problems when it comes to inaccurate information being online and some of the systems of power and the fact that a tiny selection of platforms almost entirely based in Silicon Valley have so much global influence. A lot of those problems are bigger than social media. A lot of those problems
begin offline and require offline solutions. If we were to examine what audiences seek to receive from the news, or what they see as the principles of news that they support, it's actually not that different from what journalists and traditional or established news organizations would point to. It would be impartiality, it would be a fair account, representing all points of view. It would be more boots on ground reporting, so far more sort of personal stories that are coming from an authentic space. And it would be being transparent about the motives for an organization that is reporting on a particular story. Nach den Massenmedien, dem Internet und den sozialen Medien kommt die künstliche Intelligenz. Denn KI wird für viele, vor allem für junge Menschen, gerade zur Informationsquelle Nummer 1. Was passiert in der Ukraine oder in Gaza? Was wollen Trump, Putin oder Guy Parmelin? ChatGPT, Gemini und Copilot haben darauf eine Antwort. Eine Studie von BBC und anderen Rundfunkunternehmen besagt, dass fast jede zweite KI-Antwort zum aktuellen Weltgeschehen mindestens einen Fehler enthält. Doch die KI wird leistungsfähiger und die Medienunternehmen kommen an ihr nicht vorbei. This is a technology that is quite widely prevalent, that is quite widely used by younger people, and certainly something that news organizations need to start thinking about. One of the challenges, finally, on AI is the divide in terms of resources. This experimentation costs a lot of money and takes quite a bit of time, which means that news organizations with deeper pockets are much better positioned to play around with what AI offers and to see what the best fit is. It is less so for smaller, less resourced news organizations. Schon länger kommt KI in den sozialen Medien zum Einsatz. Genauer gesagt, Algorithmen, die auf KI zurückgreifen, sorgen dafür, dass die Nutzerinnen und Nutzer nur das sehen und hören, was ihnen gefällt. Und damit in sogenannten Blasen oder Echokammern gefangen bleiben. Das zumindest ist die Kritik. Wir haben uns ja diese Geschichte vor allem nach dem doppelten Schock von Trump und Brexit 2016 ständig erzählt. Oder wie ein Kollege von mir häufig sagt, es gab 2016 so eine Art Echokammer über Echokammern. Also wir haben uns das alle gegenseitig erzählt, alle haben genickt und gesagt, ja, ganz schlimm, dass die Leute da in ihren Blasen befangen sind. Inzwischen weiß man, nee, das stimmt gar nicht unbedingt. Leute sind auch durchaus daran interessiert, andere Meinungen zu hören. Nur, das ist das Problem, zum Teil eben genau, um sich über diese anderen Meinungen aufzuregen. Also nur, wenn man irgendwas anderes hört, heißt es natürlich nicht, dass man deswegen seine Meinung ändert oder seine Position nochmal völlig revidiert. Das Problem ist so, dass eben Leute zum Teil extrem festgefahren sind in ihren Meinungen. Und das einzig Tröstliche, was man darüber sagen kann, ist eigentlich, dass die sogenannte Polarisierung letztendlich immer noch eher ein Elitenphänomen ist als ein Phänomen von, wie es ja zum Teil etwas abschätzig heißt, einfachen Bürgerinnen und Bürgern. Also da ist man zum Teil sehr viel offener noch als auf der Elitenebene, wo man sagt, nee, mit der anderen Seite können wir nie zusammenarbeiten. Alles halb so schlimm also? Die Klagen über die Medien und ihre Auswirkungen sind jedenfalls nicht neu. There's obviously been an information explosion in this country. There are more people than ever generating more and more information using newer and faster tools that process and transmit the stuff in overwhelming quantity. What's the result of this bombardment? We feel confused, frustrated, resentful, alienated, overloaded. We turn off. Abschalten und gar nicht erst einschalten. Das ist eine Antwort auf die Informationsflut. Viele Menschen schauen, hören, lesen gar keine Nachrichten mehr. Sie stören sich an den Negativschlagzeilen und deren Einfluss auf ihr eigenes Leben, an der schieren Menge der Nachrichten und daran, dass sie mit all den Nachrichten und Informationen nichts anzufangen wissen. This term news avoidance was actually born in the early 90s in Wisconsin in the US, and it came from the farming community and people sort of turning away from newspapers and not engaging with the news. Part of it is absolutely to do with the issues around fatigue, around a sense of overwhelm, around the news being constantly depressing. But there is another important part of it, which is that audiences often point to the fact that they do not see value in engaging with the news and that they seem to feel that they lack a sense of agency. Jeder, der Kinder hat, weiß, glaube ich, dass es heute sehr selten ist, dass Leute sich mal hinsetzen
und eine papierne Zeitung aufschlagen. Das heißt aber nicht, dass irgendwie jetzt die Leute prinzipiell oder die jüngeren Leute irgendwie prinzipiell weniger interessiert seien oder nicht mehr bereit seien, sich zu engagieren oder gar, wie es zum Teil heißt, die Leute irgendwie nicht mehr die Demokratie wollten. Das stimmt so alles nicht. Also man sollte sich da auch nicht zu leicht machen mit einem sehr eingängigen Kulturpessimismus. Wir sind im Moment in dem, was viele Kolleginnen und Kollegen ein hybrides System nennen würden, also wo die sozialen Medien und die etablierteren Medien in gewisser Weise miteinander verbunden sind und zusammenspielen. Und das heißt ja auch letztendlich nichts anderes, als dass, wenn man die Qualität der einen Seite sichern kann, man schon hoffen darf, dass die Qualität der anderen Seite davon letztendlich auch profitiert. There are a lot of revenue streams that newsrooms can adopt, get involved with. And if they're looking for inspiration, they need only look at some of the businesses that have been created around online content creators, because they are making it work. You can make it work. And newsrooms have an advantage where individuals don't, which is that they have lots and lots of people. They have institutional weight. They have all of these things that they can use to their advantage to wield influence, particularly in places that creators don't hold influence. For example, with policymakers or even with politicians, the very places that pressure platforms in the first place. So I have a lot of confidence and a lot of optimism about it. My frustration is almost always with old-fashioned power structures getting in the way of all of this opportunity. That many people approach journalism as, or should approach journalism as, a public good. And if that's the way we want to move forward, then we have to think about being nimble. We have to think about building connections back. We have to think about what has snapped in that journey and what needs sort of correction and mending. Ja, und wie geht es Ihnen nach dieser Sendung? Und überhaupt? Wenn Sie bis hierhin geschaut haben, zählen Sie sicher mal nicht zu den Informationsmuffeln. Machen Ihnen die Umwälzungen in der Medienbranche Angst? Oder vielmehr Hoffnung? Was finden Sie, sollten Journalistinnen und Journalisten anders machen, besser machen? Also auch wir von SRF Global. Christina Brun, die Produzentin, und ich als Moderator. Schreiben Sie Ihre Meinung im Internet per E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von SRF Global. Die nächste Folge kommt am 5. März. Ich freue mich darauf und zähle auf Ihre Neugier.